Hi. Moin, es sind Eugenie und wie ihr seht, werde ich heute den Zug waschen. Du für uns natürlich mehr Kercher mitgebracht. Nee, Eugenie. Was probierst du heute zu machen? Mal einen Zug zu waschen. Ich gesehen. Aber wie stellst du das hier, mit dem kleinen Kercher in 80 Meter langen Zug zu waschen? Stimmt, vielleicht hast du recht. Mir hast du vielleicht eine Wasseridee? Komm mal mit mir. Ich weiß nicht, wie in der Haut zu das möchte. Okay, ich komme mit, Mike. Los geht's. Mike, erklär mal, wie sieht so ein Dach bei dir aus? Ja, sie ist responsabel für die ganzen Bausenbots von sich. Das heißt, da fällt da noch die Wäschstrasse drin, mit der ganzen Technik, Aufwassertechnik. Das heißt, wir machen Depannage, ein Entretien und eine Anlage. Und was weißt du mal los? Da stellen wir die Maschine an unserem Leitstand, wir wählen das Wäschprogramm aus und dann können wir es auch schon waschen. Komm mal mit. Also Mike, wie funktioniert also so ein Zug-Carwash? Wir haben hier eine Standwäschanlage, Ja. die ist die Maschine dran gesetzt, auf dem Manöver, parkiert auf der Platz, die für drin ausgewählt ist, könnt ihr raus und startet Ach, diese bleibt nicht am Zug? Nein, hier bleibt nicht dran, weil am Wäschbereich soll sich kein befinden. Okay. Wow, das ist von hier aus genau gesteuert. Das heißt, in diesem Fall muss man eine Maschine auswählen, die wir waschen wollen. Ja, Und dann ziehen wir sie an unseren Bereich rauf, wo sie steht. okay. Weil du das alles rübergeladen hast, die Sachen, für den Startfreigabe. Wow, das so verbraucht aber wahrscheinlich viel Wasser, oder? Ein normal klassische Zugfährstrasse kannst du rechnen, brauchst du 40 Liter Wasser pro laufende Meter Zug. Das heißt, für eine Maschine wie die kann die plus minus aber 3000 Liter Frischwasser rechnen. Und wie macht er dafür Wasser zu spuren? Ja, das ganze Wasser, das wie gesagt heute gebraucht wird, wird abgefangen. Wir haben dann eine biologische Kläranlage. Das könnte man machen, weil man solche neutrale Produkte für zu waschen. Okay, das ist kein chemisch. Das ist kein chemisch Safe, das ist ein ganz normal neutral Safe für zu waschen. Das heißt, das ganze Wasser läuft dann hier hoch. Das ganze Wasser aus am Fonglo und das sind Tanken hier. So ungefähr. Also wenn man die dort zwei Tanken nur gucken, das sind als Mischbehälter drin, da geht das ganze Wasser stockiert. Ne? Okay. Wir haben der Feier am Ganzen. An diesem ganzen Zirkel können wir bis zu 140.000 Liter Wasser speichern. Das heißt, das am Fong heute ist ziemlich eco-freundlich. Ganz eco-freundlich, muss ich bedenken, wenn wir eine biologische Kläranlage haben, brauchen wir die ganzen Chemikalien von einer konventionellen Kläranlage nicht. Alle die Produkte, die wir ansetzen, die sind alle biologisch aufbaubar, zu 100%. Das heißt, dass nicht nur, dass man nicht braucht, mit das auch ressourcenschonend. Wow, das ist wirklich erstaunlich, wie umweltfreundlich die Anlage da innen umgebaut ist. Was sind dann Pläne so für die Zukunft oder wie geht es hier weiter? In Zukunft wird so sein, dass der öffentliche Transport immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ja, das heißt doch, wir als CRL werden weiter wachsen, als Fuhrpark werden wir vergrößern und damit wird doch als Arbeit immer mehr geben, weil die Anlage immer mehr wird belastet. Also vielleicht gedenke ich ein zweites Halle gebaut, das wissen wir. Das wissen wir im Moment nicht, aber die Chance ist wahrscheinlich groß, dass irgendwann ein zweites gebaut gehen. Ja. Und da können wir da als ganz Erfahrung, wenn wir die Bauen mal dranbringen, die wir hier gesammelt haben. Wir schwatzen, haben wir gesehen. Also ein Zug ist ganz proper. Ich meine, du wärst mit meinen Kerzen noch zuschlagen gegangen. Vielmals merci, Mike, dass du als der Beruf so flott, so spannend vorgestellt hast. Gerne. Und wenn du auch an einem Betrieb schaffen willst, den umweltbewusst ist, dann sieht er bei der CFL genau richtig.